Es geht weiter, immer weiter zurück bei Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix mit Terra, der, Meister Xenohard retten soll. Xehanort, Entschuldigung. Master Xehanort! The old coot certainly knows how to take punishment. Just like I know how to deal it out. You monster! What are you after? That thing right there. It's called the Keyblade, isn't it? Yep. Seems like these days everybody's got one of those. Even Grandpa there. When I nabbed him, he told me all about it. What a weapon like that can do. How could I not want one? Well, you'll find they're picky about their owners. If I heard the old guy right, you're what they call Keyblade Master material. So if I defeat you, that makes me the real Keyslinger. If you catch my drift. Not the most polite way to go about it. But what can you do? One more step and the coot goes boom. You think I'm gonna fight fair? As if. That key's too powerful for us to go mano a mano. For a Keyblade Master, you're not very... what's the word? Good. What are you doing, Terra? Fight! But Master, you'll... Never mind me. You must fight. You can't let this ruffian win. Think of your master, Ericus. The shame he and your fellow pupils would be forced to bear. Use the Keyblade. So much for the bluff. Besiegen den mysteriösen Break. Oder Break. Aha, also nach Aqua darf auch noch Terror ran. Okay, also könnt sagen, was ihr wollt. Ich gehe davon aus, es ist sicher eine Falle. Ich muss jetzt mal gucken, was man sogar machen kann. Okay, das kann es nicht sein. Ist eine Falle im Sinne von, dass Xehanort natürlich mit ihm zusammenarbeitet, das wissen wir ja von der Aqua-Route. Und dass sie das geplant haben, dass Terra das halt ja, sich darauf einlässt quasi. Und vor allem, dass es darum geht, dass Terra seiner Dunkelheit nachgibt. Und der quatscht schon wieder. Sag mal. Ich würde sagen, ein bisschen zu lange.
Das ist irgendwie krass, aber wenn ich da drin bin, kann ich nichts mehr machen. Also zumindest sieht es so aus, oder sah es so aus. Warte mal. Versuchen wir das Ganze nochmal. Das erste Teil ist ja easy, aber zurückschleudern. Ich muss zweimal machen, damit er zweimal getroffen wird. Ich versuche gerade zu erinnern, wie er eigentlich auch in anderen Fire Emblem, sage ich schon, Kingdom Hearts Spiel gecatcht hat. Aber es hat eigentlich viel mit Abblocken zu tun, oder? Ah, fuck. So. So geht's auch. This power. Well done, Terra. You have taken yet another step forward. But I was consumed by anger, hatred. That was the power of darkness. Darkness that you channeled. No. I succumbed to it. Just like when I stole Princess Aurora's Heart of Light. I can never return home now. I'm a failure. Then don't. You could be my pupil. Master Ericus, you see, is so afraid of darkness that he too has succumbed. Not to darkness, but to light. It shines so bright, he forgets that light begets darkness. And Aqua and Ventus, their lights shine too bright. It is only natural that they cast shadows on your heart. Ericus is such a fool. Light and darkness, they are a balance. One that must always be maintained. Terra, you are the one who shows the true mark of mastery, but he refuses to see it. And I know why. It is because he fears you. Join me. You and I can do the world's much greater good by wielding light and darkness in equal shares. Master Xehanort.
See more worlds. Seek out the darkness that upsets the balance. Find Vanitas and bring an end to him. Master Terra. Oh je, oh je. So, immer ein weiterer Bericht von Xehanort, sehr schön. Terra! Take me with you. I can't do that, Ben. Why not? I just... When I really need you, Ben, I know you'll be there. Well, why wouldn't I? You're my friend. Yeah. You're right. Thanks, Ben. Hey, you old coot! You said I wouldn't get hurt. I didn't sign up to be collateral damage. No way, as if. Okay, fine. Just put that down. You still need me. You still need me to do something, right? And all I'm asking is that you hold up your end of the bargain. I mean, what's a little scratch on my face, huh? All things considered. I'm just lucky you didn't steal my heart like Princess whatever it was. That would have ruined my week for sure. Unlikely. A powerful light still lives inside of Terra. You see, people like him, they don't have the power to steal hearts. So wait, you mean he's not the one who stole her heart? Dieser miese, alte, runzlige Mumie. Mumie hätte doch bei Breaking vorgenannt. Oh Mann, ey. Ja, aus Sicht von Terra, ja, Xehanort spielt natürlich mit ihm. Also, aus Sicht von Terra, er weiß natürlich nicht, aber es ist schon so, dass ihm irgendwie Honig ums Maul schmiert und so und Terra deswegen denkt, ja, warum überhaupt zurück zu Xehanort und so. Beziehungsweise zurück zu Eraqus, Entschuldigung. Ja, ist halt schwierig, sag jetzt mal. Schwierig. Disney Town, das ist die Frage, was überhaupt Terra da zu suchen hätte. Die Weltraum wäre natürlich lustig, Arenas Olymp sowieso. Dann haben wir hier Neverland, das wird ein ganz anderes Thema werden. Aber ja, nachher haben wir schon wieder alle Welten durch, wa? Also was heißt schon wieder? Eventuell schon noch irgendwie so 4, 5, 6, vielleicht 7 Folgen dauern. Aber mit Terra kommen wir ja gut voran. Und danach wieder zurück zum Schlüsselschwertfriedhof. Es gibt schon ein bisschen was mit Terra zu tun und die ganzen Xehanort-Berichte bin ich auch gespannt. Wie das am Schluss mit allen sein wird. Aber lassen wir uns überraschen. Autowert kann erhalten. Jo, ich weiß auch mitbekommen. Dankeschön für den Hinweis. Ich bin echt auf den Rest der Geschichte noch gespannt, ey. Ah, Terra. Ich hoffe nur, es geht noch irgendwie gut aus am Schluss. Verdunkeln. Nee, ich bin ja eher auf Seiten des Lichtes, wenn ich ehrlich sein darf. Ich kann auch ein bisschen Blitzer einsetzen, kann einen Schaden. So. Und wir gehen mal noch nach Disney Town. Oder Stadt. Whatever. Unversed.
I'll take you on. Look out! Huh? Hey, thanks for piping up back there. I mean it. The name's Tara. It's nice to meet you, Tara. What are you, nuts? Running out onto the course like that? Yeah, that's against the rules. I'm sure you had your reasons, but I can't say that I approve either. Well, rules don't apply when you're up against the unversed. Rules don't apply? You sound just like Pete. Look, it's Captain Dark. Disguised in shadows, the rogue racer reigns. I am Captain Dark. And you must be the chump who made me miss a new track record. Hold on. How's come I don't know you? Somebody bringing in a ringer? Oh, I'm not even a racer. Must be downright temptatious to try and stop a primo racer like me from getting a record, but we all gotta play by the rules, rookie. Now, just a second. You're the no-good cheater who's always breaking the rules. Well, I can't say racing interests me, but I need to defeat the unversed. Tell me what I've got to do. Are you talking about all those carts that look like scary, ugly monsters? Well, we've only ever seen the monsters on the track. That's it! Tara, you just need to enter the races. And while you're at it, take that Captain Dark down a notch or two. He's always breaking the rules and causing trouble. I have to become a racer? Now, I'm sure I don't have to tell you. I know. I'll play by the rules. Yay! Tara's gonna be a new racer! Just come talk to me whenever you're ready. I'll get you signed up and everything. Okay. Interessant. Towers Geschichte in Disney Town ein bisschen anders als bei Aqua Ventus, wobei ich mich gerade bei Tower frage. Zu welcher Zeit spielt das statt? Ist das vor den anderen? Nach den anderen? Weil Pete bzw. Kater Carlo ist hier ja nicht mehr Captain Justice. Ich sortiere mich ein bisschen. Aber gut, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Ich will erstmal mich erstmal um die Monster kümmern und nachher auf dem Marktplatz umgucken. Der war schnell. Na? Blitzsturz. Ja, solche Magie kann ich einfach vergessen. Dafür. Ja, aber halt sonst noch keine physischen Moves. Dunkel wäre eine Option noch, wa? Rachekommandos als Bestrafung. Das ist doch mal interessant. Muss ein Aktionskommando sein, oder? Ach, die Musik schon wieder. Ah, hier war das scheiß Volleyballspiel, genau. So. Hier ist noch nichts los, es sind Tick, Trick und Track. Haben wir Zutaten? Hab gar nichts gemacht. See you later, Alligator. Speichern, ja, aber hier ist erstmal die Kanalisation.
Hier gab es ja auch ein paar Monster zum Plan machen. Also insofern noch ein gutes Training ist. Weil man merkt gerade, dass Terror nicht mehr so viel Damage bei ihnen macht wie zuvor noch. Oh, das scheiß Vieh schon wieder. Aber jetzt macht er da ordentlich Damage. Ja, geht aber auch viel. Na gut, Freunde, aber glaubt, da schauen wir uns dann wieder nächste. Wobei. Ja komm, 2-3 Minuten mache ich noch. Nach switchen wir in die nächste Folge. Ah, ist schon klar. Ganz kurz hier switchen. Wir wissen das Ganze, wie es funktioniert. Einen Haufen Blitz brauchen wir. Und dürfen kurz warten. Wobei mit den Blitzdingern geht es relativ fix. So, endlich. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Jetzt können wir da umswitchen. Das Problem ist, ich habe noch gar nicht den Supersprung, wa? Das kann mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass Aqua und Ventus zu dem Zeitpunkt bereits viel mehr konnten. Und springen und so meine ich halt. Können sie gar schon leicht schweben? Nee, da macht keinen Sinn, das kam ja erst bei Peter Pan als bei Neverland. Ah, ja gut, da war eine Unterstützung, stimmt. Die helfende Hand quasi. Boah, kriegst du auch noch einen Drehwurm. Nein, was? Oh, come on. Das Ganze hier halt doch eher für Terror gemacht war, weil mit Aqua und Ventus hier vorbeikommen war ja eigentlich doch relativ easy. Okay, oder auch nicht. Weiß nicht eigentlich mehr, ob es jetzt zu früh ist mit Terror. Wobei, die Welt ist jetzt abgeschlossen, also sprich, kann es höchstens sein, dass ich irgendwie die nächsten 2 Welten so machen müsste, um eine Fähigkeit zu bekommen, mit der ich dann halt hier einfacher durchkäme. Aber eigentlich müsste es schon gehen.
Nein! Terra, was machst du da? Ja gut, der kommt da mit, aber... Mal die Truhe noch öffnen? Na gut. Sein Wähler mit der Truhe ist eigentlich nicht unbedingt so wichtig. Vermutlich war sowieso nichts Wichtiges drin, okay. Da versuchen wir noch ganz kurz einen anderen Weg zu machen. Wir sind eh schon wieder bei 25 Minuten. Wenn ich hochkomme, gut. Wenn ich nicht hochkomme, dann halt Pech gehabt. Das müsste eigentlich schon gehen, wa? So. Und hier haben wir noch ein paar starke Monster. Also mehr oder weniger stark. Ja, Mann. Level 16 und schon wieder ein bisschen mehr Angriff. Sehr geil. Ah ja, das wäre der Spaß. Okay. Wir machen nächste Folge, Freunde. Dann werden wir uns wohl ums Racing kümmern, weil, ja, was soll man sonst großartig noch machen? Und dann mal gucken, ob es auch schon bereits ab in die nächste Welt geht. Vermutlich, nehme ich jetzt mal an, wird es der tiefe Weltraum sein, oder doch schon Olympia. Ich glaube, Olympia wäre nachher geil, weil wir wissen ja, dass Terra irgendwie auch von Hades noch beeinflusst werden sollte. Die Geschichte könnte noch interessant werden aus Terras Sicht. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix mit Terra. Ciao zusammen.